Merci, Herr Präsident. Das Gesetzesprojekt hat eine längere Vorgeschichte. Mit Gesetz vom 14. Mai 2024 auf das Paket Logement hier in der Chambre gestimmt. Ziel wäre mit diesen Mesuren den Logementsmarché umzukurbeln, weil dem geht gar nicht gut nach der Covid-Krise an dem Anfang vom Krieg an der Ukraine. Diese Mesuren wären ursprünglich zeitlich begrenzt auf den 31. Dezember 2024. Mit dem Gesetz vom 4. April 2025 goen diese Mesuren verlängert bis den 30. Juni 2025. Op diesem Datum, also am 30. Juni 2025, werden sämtliche Mesuren aus dem Paket Logement auslaufen, bis auf eine einzige Mesure. An diese Mesure wird definitiv weitergeführt und läuft über den 30. Juni 2025 heraus weiter. Enthalten sich um den Kredit d'impôt belöschen Akt. Wenn ihr eine Immobilie kauft, für selber dran zu wohnen, hat den Kredit d'impôt op den Enregistrementskosten zu gut. Am Volksmund nennen wir das den Bölleschen Akt. Und normalerweise geht der Bölleschen Akt immer bis zu einem Betrag von 30.000 €. Diese Plafond haben wir aber mit den zwei genannten Gesetzen auf 40.000 € angehoben gehabt. Mit dem Gesetzesprojekt, über das wir heute diskutieren, bleibt der Kredit d'impôt Bölleschen Akt bei 40.000 € über den 30. Juni heraus. Er geht also definitiv. Herr Präsident, an Ihrem Avis vom 27. Mai 2025 erklärt die Chambre des Salariés sich einverstanden mit, dass der Bölleschen Akt soll definitiv auf 40.000 € bleiben. Sie schwätzt sich aber generell dafür aus, für die Immobilientransaktionen minder stark zu besteuern und den Immobilienbesitz mehr stark zu besteuern. Die Chambre des Métiers hat an ihrem Avis vom 10. Juni 2025 gesagt, dass sie auch froh ist, dass das Maßnahme verlängert wird. Sie sieht aber, sie wäre auch froh gewesen, wenn das ganze Paket Logement verlängert wird und nicht just der Kredit d'impôt Bölleschen Akt. Der Staatsrat hat das in Avis vom 3. Juni 2025 kein Blut gegeben für dieses Gesetzesprojekt, so dass dem Wort davon nicht mehr am Weg steht. Für weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport und fahre weiter als mandatierte Sprecher von meiner Partei. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die CSV-Fraktion ist es wichtig, den Bölleschen Akt beizubehalten. Dank dem Bölleschen Akt bezieht eine Person, die hier echt Immobilie kauft, kein Freien auf einen Betrag von 571.000 €. Wenn ein Koppel zusammen eine Immobilie kauft, so bezahlen sie recht Freien auf einen Betrag von 1.142.000 €. Das ist also ein wichtiger Schritt für die Leute finanziell zu unterstützen beim Kauf von ihrem neuen Zuhause. An dieser Mesure könnt auch gerade viele junge Leute zu gut. Am Zeitraum vom 1. Januar 2024 an dem 30. April 2025 goufen rund 9.500 Demanten für den Bölleschen Akt enregistriert. Das ist praktisch all zweiten Akt, den an diesem Zeitraum gemäht gouf. Auch wenn den Déchet fiskal für den Staat sich für das Jahr 2025 voraussichtlich auf 25 Millionen € belebt, und auf 40 Millionen für 2026, so sind wir der festen Überzeugung, dass das Summen gut investiert sind. Dummer da sollen ich merci für die Nolausstre und gehen nach von meiner Fraktion.